Willkommen zur 9. Folge hier bei Mario Kart 8 auf Retrocache sinnlose Let's Plays. Wir haben die ersten 8 Gaps abgeschlossen. Da wären die regulären Gaps gewesen, die es auf der Wii U auch gegeben hat, und die 4 zusätzlichen da. Die sind dann als DLC auf der Wii U erschienen. Auf der Switch-Version sind sie natürlich von Anfang an dabei. Und da ist, glaube ja, die grosse Drachenmauer mag ich auch nicht unbedingt. Yoshis Piste ist eine coole Bahn, aber ist auch auf 200 Kubik, ist sicherlich eher viel. Und da ist, glaube ich, einfach, nein, ich glaube, die ist eigentlich halbwegs machbar. Also machen wir zuerst da den iCup, weil ich mit dem wahrscheinlich noch mehr Mühe werde haben. Weil dann haben wir jetzt sicher mal wieder einen Göpp, wo ich ein bisschen struggle. Ja, da ist einfach für gewisse Bahnen ist 200 einfach overpowered. Und Yoshis Piste, also die Strecke da, die gehört ganz klar zu diesen Strecken dazu. Zumindest für mich, als Otto-Normal-Gamer. Aber trotzdem macht es natürlich auch Spaß. Wieder mal ein bisschen probieren an die Grenze zu gehen. Ich habe den 200 Göppelei drum schon cool gefunden, wie es wieder das heißt, eine Herausforderung war, weil auf 150 Kubik ist Mario Kart 8 doch eher ein bisschen einfach gewesen, um es gelinde auszudrücken. Und der 200 Kubik, der ist wirklich anspruchsvoll, finde ich zumindest. Gibt es einige, die sagen, nein, überhaupt nicht. Ich darf da natürlich auch gerne komisch schreiben, wenn er sagt, ja, ich bin halt einfach Pfeife. Ist durchaus möglich. Und ich habe nie gesagt, dass es der beste mit dem Spiel. Überhaupt nicht. Und ja, zweite, erste Strecke. Der Laui ist vor uns. Dank einer geilen Banane, die noch gekommen ist. Fängt schon mal nicht so gut an. Aber mit dem muss man leben, über Mario Kart, schon mal gesagt. Dafür ist eigentlich da eine Bahn. Alles andere als erste wäre da schon eine Enttäuschung. Weil man fährt einfach 3 Mal im Kreis rundherum. Na gut, wenn man so startet, ist alles drin, natürlich. Sieht jetzt auch nicht wunderbar aus da. Was jetzt mit der Einhellebombe passiert ist, weiß ich gerade auch nicht. Aber ich bin froh, dass sie nicht kommt.
absolut nichts dagegen. Wenigstens einmal halbwegs gute Runde angebracht noch. Und der Leo ist schön weit hinein, das heisst, wir haben gleich 4 Punkte Vorsprung jetzt. Wir haben mit 7 Punkten gut gemacht auf ihm, wir sind 3 hinten nachgesetzt, sind wir 4 vorne. Schöne Sache. Auch wenn nochmal 2 Bahnen kommen, wo man nicht unbedingt so liegen. Gerade da. Die grosse Drachenmauer ist auch für 200 Kubik. Ja, ist. Ja. Ich wiederhole mich, aber für 1200 Kubik über. Einfach too much. Zumindest mit den normalen Cards. Ich weiß nicht, wie es mit den TÜV ist, aber mit den TÜV fahre ich halt nicht so gern, weil die ganz ein anderes Fahrverhalten. Ja, schon mal einmal runtergefallen. Und dann müssen wir sich zuerst warm fahren mit den TÜV. Also Fahrverhalten in den Griff übernehmen. Es gibt sicher Haufen, die TÜV schwören. Wo ich nicht. Ich bin auch ein Fan von denen. Ich finde es so cool, dass sie eingebaut haben, dass man auslesen kann und dass wir jetzt schon wieder runtergefallen sind, ist nicht so schön, aber dass wir nur 5. sind im Moment ist auch nicht so das Wahre. Das ich gerade nicht gesehen, wo ich anfahre, weil die Strecke kenne ich jetzt nicht, glaube ich, aus dem FF raus. Kann ich gerade nochmal runter. Können wir wirklich nur noch ein bisschen auf Itemglück hoffen. Und dass gegen auch einen Schwarz fahren. Dass die Platzierung am Ende der Runde auch etwa so aussieht wie bis jetzt. Und nicht schon wieder runterfallen. Ja, da ist. Ja, da geht ganz eine schlechte Runde. Ah, vielleicht rettet uns da noch der ein oder andere Platz. Nein, so nicht. Oh, sogar 8. Gut, der Leo ist nicht viel vor uns. Dafür hat Gold Rosalina extrem auf Gold 3 Punkte Vorsprung. Das heisst, wir sollten Zweiter werden sicher. Weil hinter uns der Leo knochentrocken und Gold Rosalina, die haben, Gold Peach, Rosa Gold Peach, haben gleich viel Punkte. Also sind 3 Stück sind noch mit 3 Punkten hinter uns. Das ist nicht so schön fürs letzte Rennen. Aber ich kann froh sein, dass es nicht schlimmer aussieht nach dieser Platzierung. Und da müsste eigentlich auch wieder eher eine Strecke sein, wo man ein bisschen liegt. Hoffe ich zumindest. Zwar schon ewig nicht mehr auf 200 gespielt. Die Kurve, ja. Ist ja ein bisschen too much, he? Aber seit dem hat uns da für die erste Runde mal schön geholfen.
Banane. Sicher noch eine, die man selber geliked hat. Sag jetzt mal. Ich würde sagen, wenn wir im Bild sind, dann sollten wir da eigentlich auf die letzte Runde behalten, damit wir dort bei der Abkürzung, oder dass wir am Schluss dort gerade ausrennen, quasi einen Vorteil haben als Abkürzung. Und ich glaube, da mache ich jetzt auch weiter. Nein, aber nicht runterfallen, bitte. Weißt du, das ist ganz beschissen. Ja, aber Titans hat uns gleich noch zum Sieg verholfen. Somit gibt es kein Sternli, aber zumindest sind wir gleich Erster geworden. Also da war wieder mal ganz ein schlechter Cup, wo wir da gefahren sind, fast so wie der vorletzte. Aber ja, es hat halt die ein oder andere Bahn, die ich auf 200 Kubik gar nicht mag im Mario Kart 8. Darum haben wir so überlegt, wie es überhaupt 200 zu machen. Ich habe jetzt aber schon zweimal Glück gehabt, dass bei der ersten Aufnahme mir so halbwegs den Punkt weg gelangt hat. Daher sagen wir einfach vielen Dank, sind ihr wieder mit dabei gewesen. Hoffe nächstes Mal dann auch wieder und man hört sich.